Die Zeit ist gekommen, zum Abschied nehmen. Es ist soweit. Nicht nur das 2018 geht zu Ende, auch bis anders geht zu Ende. Es ist etwas, was knapp die letzten 20 Jahre bei mir war. Tag und Nacht. Wenn es mir gut gegangen ist, wenn ich krank war. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir Tschüss sagen. Aber immer wenn etwas aufhört, fängt zum Glück auch etwas Neues an. Eigentlich geht es um mein Zimmer. Weil das sind die Räume, wo ich eigentlich die letzten 20 Jahre gelebt habe. Oder sollte man eher sagen, meine beiden Zimmer? Man weiß es nicht genau. Falls ihr euch fragt, wieso ich da meinen Finger in ein Glas reinhabe. Ich habe mich verbrennt. Und es macht so weh, dass ich jetzt auch den Finger in ein Glas reinhebe. Gut, das hier ist sozusagen mein Living Room, mein eine von beiden Zimmern. Ihr seht hier ein Bett. Logischerweise. Willst du aber wieder mal raufkommen? Das ist mein Bett, wo ich geschlafen habe. Also das ist ja das Zimmer, wo ich so ein bisschen mehr gelebt habe, kann man sagen. In dem Zimmer bin ich eigentlich nicht so finish gesehen. Wir haben hier das Bett, wir haben hier einen Schrank mit irgendwelchen Sachen drin. Und nicht zu vergessen, hier oben haben wir noch wunderschöne Bilder. Die findet ihr übrigens auf meinem Instagram, @aditotoro. Dann, oh, das ist natürlich ganz nice. Hier haben wir eine Wand, wo man mit einer Kreide dran schreiben kann. Und ich weiss nicht, ob man es erkennt, ist ein bisschen lässlich, aber das, also die Zeichnung hier, sollte das Zimmer sein. Vom Eingang aus, also von hinter euch, erkennt man es. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hier ist noch so ein bisschen Bürozeug, das Zeug, wo ich absolut keine Ahnung habe davon. Kleiderschrank. Absolut spektakulärer Kleiderschrank. Der gute alte Stuhl. Alter, ich sehe so behindert aus mit dem Glas. Das ist der Stuhl, ich glaube jeder hat den Stuhl, wo man auch seine dreckigen Sachen drauf schießt. Jetzt habe ich den extra fürs Video wunderbar schön aufgeräumt. Eigentlich ist es eine absolut seltene Situation, dass die Zimmer beide so schön aufgeräumt sind. Aber für ein YouTube-Video kann man das mal machen. Darum, eigentlich der langweiligste Raum von den beiden. Da gibt es nicht viel zu sagen, weil jetzt, meine Damen und Herren, gehen wir mit dem Glas in der Hand ins Studio. Alter, das ist das spannende Zimmer, das ist das nice Zimmer. Ich weiss nicht, in dem Zimmer habe ich hunderte von Stunden verbracht, auch wenn es mit Gamen war, wer weiß. Aber das ist das Zimmer, wo ich alle Videos geschnitten habe, alle Videos gefilmt habe, die meisten Videos gefilmt habe. Und wir machen jetzt mal ein Türchen dazu, zu dem kommen wir am Schluss, das ist das Spannendste. Fangen wir mal hier an. Ich sehe so behindert aus mit dem scheiß Glas. Hier hinten ist so eine Ladestation, da haben wir Kameras, Akkus, Zeug und Sachen. Hinten ein paar Boxen von Sachen von der Kamera, wie hier hinten. Über viele Boxen. Ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht, wieso ich die Boxen aufgehalten habe. Von der wegschießen. Hier oben noch. Yes! Die ganzen Fläschchen hier oben, die sind von meinem alten Arbeitgeber, wo ich vor dem Radio geschafft habe. Da hat es immer so Fläschchen in der Pause. Und dann habe ich immer eins mitgenommen und jetzt habe ich irgendwie so eine Lichtkette daraus gemacht. Kann man halten davon, was man will. Von der wegschießen. Das ist so ein bisschen das Zeug hier. Was haben wir denn hier hinten? Fußball. Oha, die Fußball. Jungs, die beiden Fußball. Seit ich klein bin, einmal dahinter habe ich seit ich klein bin und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mit dem auf dem Fußballplatz verbracht habe. Da bin ich jetzt auch so ein Fußballgott. Absolut nicht. Was man kann zeigen ist das Ding, das ich gebaut habe zum Ball aufhängen. Da oben heisst es Adis Ultra Cooler, einen vom Stuhl hauende, atemberaubende, super duper nice Ballhalter. Ich weiß auch nicht genau, was ich mir dabei gedacht habe. Hier schon ein bisschen nicer. Das ist ein bisschen meine Sammelecke. Hier oben haben wir ein paar Flaschen. Wieder mal Galaxy. Kann ich wegschießen. Hier unten die absolute Arizona-Sammlung. Ich weiss nicht, die sind eigentlich gar nicht selten, die Dinge, die kannst du in der Schweiz überall kaufen, aber ich habe die einfach mal gesammelt. Und dann natürlich Aditotoro Coke-Fläschchen. Das ist wirklich nice. Dann hier das Lager für alle Kamerasachen. Also hier so Objektiv, Mikrofon, Zeug und Sachen. Hier unten ein paar Ladekabel noch. Und unten noch eine Tasche. Absolut unspektakulär. Irgendwie kommt es mir vor, dass mein ganzes Zimmer unspektakulär ist. Ist es aber gar nicht. Jetzt muss ich meinen Finger aus dem Wasser nehmen, mal schauen, wie lange ich es aushebe. Jetzt habe ich so ganz viele Bälle. Wir haben Tennisbälle, so andere Bälle und dann noch Jonglierbälle. Weil immer wenn es mir langweilig ist, dann tue ich jonglieren. Oh. Und das ist meiner Meinung nach, glaube ich, der spannendste Teil des Ganzen, und zwar der Arbeitsplatz. Hunderte von Stunden habe ich hier verbracht, wie gesagt, vielleicht auch ein paar mit Gamen. Auf jeden Fall habe ich hier auch so viele Nächte geschnitten, damit ihr die absolut schlechten Videos könnt schauen könnt. Wir haben hier einen Bildschirm.
Dann ein iMac, das ist so mein Main Computer. Dann hat sie neuestem die Boxen, das sind die beiden Boxen, ich weiß nicht genau wie sie heißen, Rocket 5, irgendwie weiß ich nicht genau. Und dann hier in der Mitte ein Mischpult, wo... Ja, okay, gut. Mit dem Mischpult kann man die Boxen und die Kopfhörer steuern. Das heisst, ich kann entweder die Boxen schneiden oder den Kopfhörer, da kommt der Ton gleichzeitig raus. Und dann liegt hier noch das Mikrofon, das ich wieder beim Luca Henny gebraucht habe. Und in Zukunft auch noch ein paar Mal werden sehen. Das ist auf jeden Fall der ganze Arbeitsplatz. Und, oh Dude, das Wichtigste fast vergessen, die Christmas Pineapple. Alter! Übrigens beim Bauen von der habe ich mich verbrennt mit dem Heißleim. Absolut nicht begabt, wenn es um handwerkliche Sachen geht. Aber anstatt der Tannenbaum ist das ja der Christmas Pineapple. Den werden wir wahrscheinlich auch in die Stube bestellen dann zu uns. Finde ich irgendwie noch nice, ist so ein bisschen etwas anderes. Und sieht halt auch nice aus auch. Dann hier noch ein Plant. Ist ein bisschen vertrocknet auch, muss man ehrlich sagen. Das Sofa, das ich nicht so viel brauche. Und dann hier hinten noch 2 Softboxen, also 2 Lichter, die ich mit Videos brauche zum Beleuchten. Und ein Mikrofonständer, was halt so ein YouTuber im Zimmer hat. Ohne Scheiß, jede Roomtour von einem YouTuber gibt es immer so eine Ecke, wo so Softboxen rumstehen. Und das ist bei mir halt echt die Ecke. Hier sind noch ein paar Autogrammkarten von ein paar SRF-Dudes, die ich von früher noch hier hacke. Swiss Indoors Ticket, Alter, Swiss Indoors, richtig nice. Und dann hier auch noch ein paar so Schalldämpfer-Dinge, die absolut nicht bringen, aber irgendwie noch nice aussehen. Das ist so der Working Room, das ist der Schlafraum. Richtig nice, aber eben, wie ihr wisst, irgendwann hat alles ein Ende, auch die beiden Räume, obwohl ich die Räume wirklich mega nice finde. Da habe ich das Video auch ein bisschen für mich gemacht, damit ich später schauen kann, wie das Zimmer genau ausgesehen hat. Das ist so das Ganze. Nächstes Jahr, relativ früh, wird es wieder eine Roomtour geben, aber dann, Jungs, das wird die ultimative Roomtour. Vielleicht ein paar von euch wissen schon, was es wird, ein paar nicht. Seid auf jeden Fall gespannt. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Weihnachten, ein schönes Neujahr. Nein, wir sehen uns eigentlich von Neujahr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Peace und Blümli. It's cold outside.